Der Montag ist ein bisschen durcheinander und aneinander. Aber darum fangen wir jetzt an, miteinander. Claudia und ich. Und wir sagen auf 3. 1, 2, 3. Willkommen, Triesta. Hey, schön bist du da. Jetzt fängt die Woche einfach mal an. Sometimes this crazy world gets carried away, but deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Ja, feine Frage sind wir. Ja. Den Hang habe ich jetzt voller Kürbis und Zuckermelone. Man sieht nicht so viel, ist alles noch so klein. Jetzt wollte ich gerade zum Nacht sitzen und ich höre es klimpern. Prompt ist es das, was ich befürchtet habe. Die Geissen sind auf dem Marsch. Die Geissen sind draußen und entdecken noch ein bisschen. Ja, da tun wir es halt auf die Leine nehmen wieder. Die Châtaigne ist so eine feine. Sie lässt sich einfach an die Leine nehmen. Jedes Mal. Oi. Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. Das heisst, Tesel tue ich jetzt auf die Weide, damit die Geissen in den Stall können und sie mir nicht abhauen und ich dann in Ruhe kann zu Nacht essen. It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Und die Nacht ist auch noch warm. To everyone have love. Jetzt sitzen wir da auf unserem Zeremonieplatz und sind in den Erinnerungen von unserer Zeremonie vor 2 Jahren. Weil heute, vor 2 Jahren, was haben wir da gemacht, Claudia? Ja, da haben wir unser Hochzeitsfest gehabt mit unserer Zeremonie. Ja, da haben wir doch die 4-Elemente-Zeremonie. Also da haben wir zuerst mal die Magie in unserem Leben und unsere Partnerschaft hineingebracht. Ja. And make everything out of love, 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 love. 'Cause there's always enough love, 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 love. That's the stuff. Und jetzt sitzen wir da auf unserem eigenen Zeremonieplatz. Sehen wir, wo auch ganz viel Magie schon über Tausende von Jahren schon geherrscht hat. Und ja, wir wollen euch sagen, auf dem Platz dürfen die eure Zeremonien stattfinden lassen, oder? Ja. Ja, wenn ihr irgendwelche magische Zeremonien wollt vollbringen und aber noch keinen Platz habt im Oberwallis oder irgendwo in der Schweiz und wenn ins Oberwallis kommt für eure Retreats, für eure Workshops. Was auch immer, solange es positive Energie Ja, bringt. wenn ihr mit dem Licht kommt, dann dürft ihr da kommen. Und übrigens, wenn wir noch sagen, vor 2 Jahren haben wir mit der Barbara Ja. geheiratet. Ja. Barbara, weiss ich, du bist am Schauen jetzt. Hammer war die Zeremonie. Ja. Jeden Tag denke ich immer noch wieder daran, an die Magie, die du in unserem Leben gebracht hast. Und wir möchten dich gerne weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Das ist barbaraugustin.ch, Mhm. oder? Das weiss ich jetzt gar nicht, aber das, wir blenden sie auf Ja, jeden wir- Fall. ja, Oder in den also, Kommentaren oder irgendwo. Die drunter richtige rein. Adresse für, Ja, zum ja, Barbara Augustin findet die Zeremonieleiterin von Per Excellence. Sie tut maßgeschneiderte Hochzeiten und sonstige Zeremonien begleiten. Genau, auch so Wikinger-Hochzeiten macht sie und also wirklich ganz coole Sachen. Alles zu empfehlen. Also Ja. Barbara Und von Herzen. und von Herzen, vom Ja. tiefsten Herzen. Und sie hat ihre Zauberkraft im Griff, definitiv. Danke vielmals nochmal. Ja, Ja. Und was auch noch ist mit der Barbara, gell? Barbara hat uns auch sonst unterstützt. danke, stimmt. Barbara, du bist ja Ja. auch noch Mitglied geworden. Ja. Danke vielmals. Und du hast eine Partnerschaft auch übernommen. Ja, genau. Danke Du hast vielmals. uns riesig unterstützt. Merci vielmals. Ja, du bist da gewesen, wo wir es gerade haben gebraucht. Danke, Ja. Barbara. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd. Young or old, it doesn't matter, it's just there hanging out. Geister kommen einfach überall raus. Also die Kleinen auf jeden Fall. Es ist in Unna gerade ausgebüxt. Vor meinen Augen.
aus dem Stall ausbüchst. Ich tu da, komm zurück! Die kleine Frech. Da ich am Samstag beim Hetzen den Vatersmäher vom David kaputt gemacht habe und der hat schon wieder Retro bringen. Dienstag sind wir jetzt am Umziehen wieder für die Geissen. Und ja, damit es schön leitet, muss ich überall ja, alles von Hand ausreißen. Weil, ja, wie soll ich es dann sonst machen? Unser Vaterstrimmer ist kaputt. Mäher haben wir keinen. Balkenmäher übrigens. Zülohof macht das Crowdfunding für einen Balkenmäher. Falls ihr dort eins helfen unterstützen. Was gesagt worden ist. Und ich tue jetzt einfach weiterhin von Hand alles ausreißen, was den Strom unterbrechen. Ja, ist nicht mehr weit bis zum Weg. Aber gell, das heisst Verantwortung tragen und nur weil es schwer ist, heisst nicht, dass man es nicht macht. Genau, auch da müssen wir halt durch. Und was nicht tötet, härtet ab. Man wächst und man wächst und man wächst. I see it in mom, I see it in dad, I see it in my friends, and I am so glad we have love, 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 love. For everyone give love, love. Man sagt doch, beim Duschen kommen einem die besten Ideen. Ich merke fortlaufend immer wie mehr beim Gießen, also beim Kompostgießen und Blumengießen und Gemüsebeet gießen, alles gießen, kommen mir, da habe ich Zeit, schön meditativ zum Denken und da fließen so richtig gute Ideen. Jetzt bin ich gerade so auf den Schluss gekommen, vielleicht liegt zum fließenden Wasser, dass Gedanken so schön fließen. Oder? Könnte gut sein. Unterwegs nach Morell. Und der Moral von dieser Geschichte ist, ich bin mit einem neuen universellen Gedicht unterwegs. Nein, zwar mit Quantum Liberation bin ich unterwegs. Aber ich gehe auf Morell und Quantum Liberation mit der Isa zusammen schauen. So ist es. Ich komme überall hin, wenn es dir gut tut. Komme ich doch überall hin, dich unterstützen, in gut zu tun. So bin ich. Also mache ich es gern. Es gibt nichts Schönes als gut zu tun. Ja! Ich kann nicht den ganzen Tag nur bauern. Lately I've come to realize that fluff is all around us, inside and outside, and I'm glad that it found us. Es hat noch einen Mandelgipfel gehabt, bei der Bäckerei hier am Bahnhofbrück. Mandelgipfel ist mein Lieblingsgipfel aller Zeiten. Ich warte jetzt auf Dameli. Dameli kommt. Das Quantum Liberation mit der Isa ist absolut Weltklasse. Danke Isa gewesen. Absolut Weltklasse gewesen. Danke Isa, dass ich die begleiten durfte. So schön. Ich habe so Freude. Ich habe so Freude an meinem Gipfel. Und jetzt habe ich so Freude, wie Amelie kommt. Und Simon, Pumpopitz Simon, hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Hat mir nur mehr Freude gemacht. Wow. Also wenn du das Video siehst, bin ich vermutlich am Pumpopitz Fest mit der Amelie. Aber vorher gibt es noch, wir haben so ein dichtes Programm bis dann. Es wird so gut. Die nächsten 4 Tage sind so schön, die vor uns liegen. Ich habe so Freude. Merkt ihr das? That's it. There's it. The one waving over there. That's it. The more that there'll be, and it's time to set all this fluff free. So fluff into the sky, fluff into the land. I fluff all over you, and I hope you understand the thing about fluff. Claudia und ich, wir werden das Wochenende richtig verwöhnt mit Besuch. Und zwar ist jetzt seit gestern Abend Amelie da. Jetzt ist übrigens Donnerstagmorgen. Leck ist das eine lässige Doktortitel und alles. Und die weiss Bescheid über Bienen und über Insekten. Und ist Kindermusikerin. Also wird Sam und sie noch viel Seich machen. Wir lernen noch ganz viel von sie. Und sonst ist sie einfach eine Aufgestellte.
Ja, dann kommen morgen unsere ersten Woovers. Ein Geschwisterpärchen von Amerika. Maria und Wyatt. Genau, die kommen uns 5 Tage helfen. Während sie reisen durch die Schweiz. Was gerade perfekt ist, weil ja, ich bin ja weg. Sonntag und Montag. Und dann ist Claudia allein, also jetzt doch nicht, weil sie hat die Woovers. Und dann kommt dann auf Morgenabend Sophia. Und am Samstag kommen dann noch eine Familie auf Besuch, weil die Familie überlegt sich, ins Dresden zu zügeln. Um mit uns hier oben wohnen und sein. Leck, werden wir verwöhnt mit Besuch das Wochenende. Ach, wird das schön. Also, kann sein, dass es nicht so viele Videos gibt. Ich gebe mir natürlich Mühe. Ich mache heute noch eine Tour mit der Emily. Wir machen noch Videos mit dem Sam. Und drum und dran. Aber einfach, dass ihr wisst, uns geht's gut das Wochenende. Und wie geht's dir so? Ja, meld dich doch wieder mal. Schreib etwas in die Kommentare. Und sag uns, wie es dir geht, was du so vorhast. Oh ja, und das ist auch noch cool. Wir sind aufgenommen worden in dem Netzwerk Permakultur Landwirtschaft. Als offizieller Hof, wo Permakultur und Landwirtschaft betreibt. Danke Mila, für dass wir aufgenommen worden sind. Wir fühlen uns geehrt. Und ja, hey, wie geht's uns nicht gut? Is it So never, is it. never It's ends? about- So fluff with me now and fluff on all your friends. Love, 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 love. Who's interested? Would you like a song, my donkey friend? Oh, to be a donkey, to chew it on the grass. To be a donkey, not an ass. Oh, to be a donkey, chewing on the hay in the sun. With my ears all day long. If I was a donkey, I could carry very heavy loads. If I was a donkey, I'd walk on down the road. If I was a donkey, bye donkeys! Do everyone have love, 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 love? Ladies and gentlemen, let me introduce to you Queen Bee #1, all the way from Australia. Now I come from Australia with a very important message from the insects. It's really important, really, really, really. Really, really, really important. Do we have our listening antennaes on? I got them ready. Because we're not all pests, we're not all pests, we're not all pests. No, 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 we're not. We're not all pests, we're not all pests, we're not all pests. And we got Sam Smiley here, who's got a rap to share from the I insects. got pollen on my chest, and I really try my best. Please, may I suggest you stop calling me a pest. Please, may I suggest, stop calling me a pest. Please, may I suggest, stop calling me a pest. Stop! Stop! Stop calling me a pest! Stop! Stop! Stop calling me a pest! Stop! Stop! Stop calling me a pest! Oh, stop! Stop! Stop calling me a pest! Please! Make everything out of love. Unglaublich schön! Es ist wieder mal am Regnen. Da kann man wirklich nur sagen, so schön regnet es. 'Cause there's always enough love. Guten Morgen zusammen. Ja, es ist Freitag am Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg aufs Hier in Jumbo, weil wir kriegen unsere ersten Wurst. Und ja, damit wir sicher alle gut duschen können, wenn wir doch auch hart arbeiten und so. Und der Colin den Durchbruch noch nicht geschafft hat, um den Durchlauferhitzer können, ableiten, gehe ich Solarduschsäcke posten. Genau.
Und das ist mega cool, weil da könnt dann einfach, wir haben ja sehr viel schönes Wetter und Sonne, obwohl es jetzt gerade geregnet gestern und heute auch noch ein bisschen. Aber das ist auch gut, die Natur kann sie ja brauchen. Und wenn dann schönes Wetter wieder kommt, dann könnt ihr einfach ihre Solarduschsäckchen draussen an die Sonne legen und dann am Abend könnt ihr eine schöne warme Dusche nehmen, irgendwo in der Natur. Ist das nicht genial? Yeah, ich freue mich. Ich werde es sicher auch mal benutzen. Es ist Freitagabend. Ich muss schnell in den Kühlschrank etwas holen. Ich bin erst gerade heimgekommen vom Max. Claudia und Sophia sind irgendwo bei den Geissen. Ich weiss nicht, Emily ist irgendwo im Haus. Keine Ahnung, wo alle Leute sind. Aber ich habe jetzt gerade eins gemerkt. Ich habe schon das hure Glück. Mein Leben ist schon hure schön. Und ich wollte einfach wieder mal Danke sagen, dass du am Schauen bist. So schön. Danke vielmals. So, Sophia flüchtet gerade. Wir sind jetzt, es ist Samstagmorgen. Das sind übrigens unsere zwei ersten Woofers. Wyatt und Maria. Und wir sind so mega glücklich. Wir tun jetzt alle zusammen, alle 5 von uns, also ich und da und die. Und wir tun, gell Sophia? Wir tun den ganz grossen Weid machen wir jetzt mit all diesen Pfosten und mit diesen Seilen. Wir wir einen riesen Weid machen für die Geissen, damit sie richtig lang und zufrieden sind. Genau. Das ist unser Ziel. Claudia, wie lange brauchen wir? 2 Stunden. 2 Stunden. Hey. Sophia, wie lange brauchen wir? Ja, auch 2 Stunden. Ich behaupte, wir schaffen es in 1 Stunde 45 Minuten. Nein, 2,5 Stunden brauchen wir. 2,5 Stunden. Jetzt ist 8:45. Achtung, fertig, los. Der Monsun ist ganz fest am Beobachten, was da abgeht. Eigentlich ist er der Inspektor und tut alles gut heißen oder nicht. Gell, Monsun? Ja, und eben wie vorgestern, oder wann ist es die vorgestern, sind wir jetzt den ganzen Weg rundum reinreißen und alles ausreißen, damit der Hag so schön ungestört durchgehen kann. Weil, ja, und bei uns ist das jetzt halt Handarbeit, weil alle Federstreben kaputt sind. Aber das ist doch eigentlich auch gut. Wieso haben wir das richtig schön im Griff? Und das 5. geht das recht schnell. Weil Wyatt und Maria sind jetzt hinten dran am Hag machen. Claudia ist im Zusammenraum, Sophie und ich sind jetzt da. Und es ist herrlich. Wir sind gut in der Zeit. Gut in der Zeit. So gut. Und die Geissen schauen uns die ganze Zeit zu. Ah, seht ihr das? Die allererste blühende Sonnenblume. Hure geil. Haben sie gerne entdeckt. Sie ist da nämlich ein bisschen versteckt hinter dem Stein am Hang oben. Aber wow, voll geil. Nebendran jetzt noch andere, die werden dann auch nächstens kommen. Woohoo! If you think bigger is better, then you might want to think again. Guys, anywhere in the world, if you're watching this video right now and Wyatt and Maria sign up to come and woof on your farm, say yes. Say yes, they are definitely worth having around. Look what they've done all by themselves, and I've just sat on the camera and done nothing. Yeah, all that. Yeah, no, they're great, the two of them, they're great. She just sleeps. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Did you know the world around us is much more than one big thing? It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. Appreciate the small things, appreciate the small. Appreciate the small things, appreciate them all. Es ist 11:45
Und wir sind fertig eingezäunt. Alles drum und dran. Und das Gras ist ausgerissen. Und alles ist klar. Jetzt sind wir 4 Bier dabei und gehen da zum Mittagessen. Sophia, hast du fertig gekocht? Salatsuppe. Well, it's not the size that matters. Does matter Hey, have a nein, jetzt kommt einer voll an der Bar. Ich weiss noch nicht einmal, wie er heisst, muss ich mir noch vorstellen. Und der hat einfach Smileys auf den Knien. Und ich habe euch ja immer wieder erzählt, ich habe Smileys auf den Knien schon immer wollen. Aber ich habe keine Tätowierung gefunden, was mir hätte machen wollen. Aber so geil, so richtig geil. Broken Smileys. So geil. Hey, der mit dem Smiley auf den Knie ist im Fall auch noch ein berühmter Podcaster aus der Schweiz. Hey, stell dir mal vor für unsere Zuschauer, damit ihr wisst, was wir gerade für Claim for Fame haben hier bei uns auf dem Land. Ist doch schön. Ja, also das ist der Marco Gurtner. Und du hast 2 Podcasts, die heissen? Der eine heisst «Übertrieben mit Stil», der andere heisst «Herr Göttli panaschiert». Kann man gerne mal reinhören, unbedingt. Genau, und wo kennt man Spoken Word, hast du gesagt, und Slam Poetry? Genau, mache ich auch. Oder habe ich vor allem gemacht, das ist verschoben jetzt ein bisschen. Ich mache jetzt vor allem Podcasts, genau. Ja, aber das ist mein Ursprung. Kann man auch schauen. Findet man auf YouTube, wie euch auch. Also ihr seid jetzt schon auf der richtigen Plattform. Ja. Einfach mal meinen Namen eintippen und dann findet man mich. Also Marco Gurtner, jetzt, nachdem das Video fertig ist, kannst du Marco Gurtner eingeben und weißt du, ich tue den gerade in den Kommentaren verlinken. He? Und dann gehen wir schauen, Marco Gurtner live on stage mit Spoken Word. Yes! Claim for Fame! Willkommen im Paradies in Triester! Hey, es geht noch weiter! Der andere, der hure bescheidene Typ, der Marco, gerade recht sympathisch, neben dem, dass er Smileys auf dem Knie hat, ist er recht sympathisch. Also erzähl nochmal, Regio-Fernsehen, neue Sendung, 3. Staffel. Genau, 3. Staffel Schweiz vereint. Das ist eine Sendung, wo mein Buddy und ich uns immer gegenseitig in einen Schweizer Verein schicken. Und wir wissen aber allerdings nicht, wo es hergeht. Also der Nico schickt mich irgendwo her und ich schicke ihn irgendwo her. Und jetzt in der ersten Folge der 3. Staffel geht es für mich zu den Wasserski-Akrobaten. Und für den Nico, wo geht es für ihn her? Jetzt weiss ich es gar nicht, weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo in anderen Verein auf jeden Fall. Wir mussten diverse Sachen machen. Rennrad, Seifenkistenrennen. Ich habe schon im Bondage Club mich festlegen, alte Staffel. Ja, also es ist sehr divers, es macht Spass, kann man anschauen. Ich glaube, die alten Folgen findet man auf schweizverein.ch, habe ich das Gefühl, glaube ich. Gut. Hey, also weißt du, schon noch geil. Er glaubt, er weiss, er vermutet. Ein richtig bescheidener Typ. Ein Superstar in Dresden und noch bescheiden dazu. Herrlicher Typ. Aber jetzt filme ich nicht mehr, jetzt haben wir genug Promotion gegeben. Hey, geht schauen, er ist ein wirklich sympathischer. Hey. Ich habe schon lange nicht mehr gefilmt, aber ich wollte sagen, uns geht es so gut. Wir sind am Esluk Focaccia, Bar, Essen, Weisskolben, Würstchen, Singen, Tanzen. Und jetzt haben wir sogar herausgefunden, wenn man bei Lichtgeschwindigkeit reist, wird die Zeit langsamer. So viele Sachen gehen ab im Dresden. Claudia, aber wir müssen jetzt sagen, jetzt schließen wir das Video ab. Es ist zwar Samstag und nicht Sonntag, aber jetzt schließen wir ab. Was sagen wir zum Abschluss? Teilen, liken, abonnieren, danke. Kommentieren nicht vergessen, aber danke vielmals, dass du am Schauen bist. Jede Woche von Neuem. Und ja, was will ich sagen? Freut euch auf nächste Woche. Es wird sicher auch ganz spannend. Tschüss zusammen, danke. Appreciate the small things, appreciate the small